SRF Audio. Der Papst ist ihnen zu lasch, die Kirche zu offen. Die Kirche ist wie ein sinkendes Schiff, weil es Lecks hat und überall Wasser eindringt. Der Papst bemerkt das ja selbst. Man sieht ja, welche Schwierigkeiten er zum Beispiel in Deutschland hat, die Bischöfe dort auf den richtigen Kurs zu bringen. Wir sind als Piusbrüder nur eine kleine Armee. Wir versuchen einfach in aller Treue, die Lecks im Schiff abzudichten. Damit geht die Piusbruderschaft auf Konfrontationskurs mit dem Papst. Warum das für die Kirche ein Problem, für gewisse extreme rechte Kreise aber attraktiv ist, darüber sprechen wir in dieser Folge News Plus. Mein Name ist Salvador Atassoy. Ekon, das ist ein kleiner Weiler auf der Talsohle des Wallis. Ein paar hundert Einwohner und seit Anfang Woche Thema in der Weltpresse. Der Grund? Die konservative Piusbruderschaft hat dort ihren Hauptsitz. Am Mittwoch hat die Bruderschaft 4 neue Bischöfe geweiht, gegen den Willen des Papstes und gegen den Willen des Kirchenrechts. Die Piusbruderschaft liegt schon jahrelang im Streit mit der römisch-katholischen Kirche. Das beginnt schon in den 1960er Jahren. Das ist Norbert Bischofberger, Theologe und SRF-Religionsexperte. Da hat sich die römisch-katholische Kirche auf den Weg gemacht. Sie hat ein Aggiornamento eingeläutet, also sie wollte sozusagen ihren Betrieb und ihre Lehre auf den Tag bringen. Sie hat ein großes Reformkonzil durchgeführt und hat ihre Lehre sozusagen näher zur Gesellschaft, näher zu den Menschen gebracht. Diese Reformen trägt die Piusbruderschaft nicht mit und der Streit schwelt an und für sich seit den 1960er Jahren. Dass die Bruderschaft und die Kirche Probleme haben, das hat sich auch am Mittwoch gezeigt, und zwar in der Art der Messe. Die ist bei den Piusbrüdern strikt auf Latein. Und sie wird zum Altar hin gehalten. Suisque successoribus canonice intrantibus, non ero in concilio aut consensu vel facto. Ja, das berührt eben diesen Punkt dieser traditionellen Messe in lateinischer Sprache, die aber eben nach vorne, nach Gott hin ausgerichtet gefeiert wird. Natürlich die Lesung, die ersten Teile der Messe werden auch zum Volk hin gesprochen. Aber die Piusbrüder sagen, die Erlösung durch Jesus Christus steht im Mittelpunkt ihrer Lehre. Und dann sind viele Reformen in der römisch-katholischen Kirche, welche die Piusbrüder ablehnen. Das Gespräch mit anderen christlichen Kirchen, das Gespräch mit anderen Weltreligionen, die Glaubensfreiheit der Menschen, dass sie sozusagen nach ihrer Fasson, ich sage es jetzt etwas salopp, glücklich und gläubig werden. Da sagt die Piusbruderschaft ganz klar, Jesus Christus steht im Mittelpunkt, die Erlösung durch Jesus Christus. Der ganze Modernismus, sich anzubiedern, wie die Piusbrüder das sagen würden, mit der Gesellschaft, das macht keinen Sinn. Für sie ist das alles eine Verwässerung des ursprünglichen, des herkömmlichen Glaubens. Aber warum jetzt diese Bischofsweihe? Der Bruderschaft gehen offenbar die Bischöfe aus. 2 gab es noch, aber es brauche neue, damit die Gemeinschaft weiter handlungsfähig bleibe, heißt es. Darum hat die Bruderschaft in einer großen Zeremonie diese Woche 4 neue Bischöfe geweiht. Wir sprechen ja von der Bischofsweihe. Marcel Lefebvre, der Gründer der Piusbrüder, hat im Jahr 1988 4 Bischöfe bereits einmal geweiht. Die wurden damals, er selber auch, unmittelbar exkommuniziert. Die Geschichte wiederholt sich genau gleich wie gestern und heute. Die Piusbrüder begründen die Bischofsweihen mit der Notwendigkeit aus der Seelsorge, und das stimmt so. Sie haben ja Priesterseminarien, also Anwärter für das Priestertum. Da scheinen sie Zulauf zu haben. Nur Bischöfe können Priester weihen, nur Bischöfe können zum Beispiel das Sakrament der Firmung spenden. Also da haben sie einen seelsorgerischen Notstand. Da müssen sie etwas unternehmen. Von den Bischöfen, die 1988 geweiht wurden, leben nur noch 2. Die sind im höheren Alter. Also da gab es Handlungsbedarf. Die Bruderschaft ist ausgezeichnet vernetzt, auf Social Media aktiv und produziert ihren Content professionell. Die Weihung wurde auch live im Netz übertragen und kommentiert. Herzlich willkommen, liebe Gläubige, hier auf der Wiese
beim Priesterseminar St. Pius X. in Econ. Ja, die Pius-Brüder haben viel dazugelernt. Auch sie gehen mit der Zeit, obwohl sie eben sagen, in dem, was sie denken und glauben, sie stehen auch der Zeit im gewissen Sinn etwas entgegen. Aber sie sind gut organisiert, sind ungefähr 500.000, vielleicht 600.000 Gläubige, die dazugehören. Es sind 720 Priester, 250 Ordensfrauen. Also es ist eine größere Gemeinschaft innerhalb der römisch-katholischen Kirche und andererseits jetzt für Papst Leo XIV. Mit 1,4 Milliarden Katholikinnen und Katholiken weltweit ist es andererseits eine relativ kleine Gemeinschaft. Doch die Bruderschaft hat ein Problem. Für die Weihung braucht es die Zustimmung des Papstes und die hat die Bruderschaft nicht. Noch Ende Juni forderte der Papst die Bruderschaft auf, tut das nicht. Tut das nicht, aber es ist Ihre Entscheidung. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, was das für Sie und die Kirche bedeutet. Das Kirchenrecht ist klar, ein gegen das Kirchenrecht weihender Bischof wird exkommuniziert. Die Bestätigung kam dann auch am Donnerstagmorgen, während wir an dieser Folge gearbeitet haben. Die Pius-Brüder gehen davon aus, dass sie die Bewahrer des Richtigen, des Herkömmlichen, des traditionellen Glaubens sind. Von daher ist die Exkommunikation eine Strafe, die ausgesprochen wird in der römisch-katholischen Kirche. Diese Strafe nehmen sie auf sich. Diese Exkommunikation wurde bei den 4 Bischöfen, die 1988 geweiht wurden, von Papst Benedikt XVI. Später wieder zurückgenommen. Das muss also nicht für alle Zeiten so sein. Der Ausschluss aus der Kirchengemeinschaft muss für die Bischöfe also kein Dauerzustand sein, sondern er hängt auch davon ab, wer Papst ist. Für die Bruderschaft ist allerdings klar, der Papst muss sich bewegen, nicht wir, wie Michel Rion, Sprecher der Bruderschaft in Econ vor kurzem, gegenüber der ARD sagte. C'est celle d'un navire, si vous voulez, qui est en train de couler. Die Kirche ist wie ein sinkendes Schiff, weil es lecksert und überall Wasser eindringt. Der Papst bemerkt das ja selbst. Man sieht ja, welche Schwierigkeiten er zum Beispiel in Deutschland hat, die Bischöfe dort auf den richtigen Kurs zu bringen. Wir sind als Pius-Brüder nur eine kleine Armee. Wir versuchen einfach in aller Treue, die Lecks im Schiff abzudichten. Combler ces brèches qui sont là. Die Pius-Bruderschaft sieht sich also als Bewahrer, steht für ein traditionelles Weltbild und lehnt die Reformen und die Öffnungen der Kirche ab. Diverse Expertinnen und Experten sprechen in diesem Zusammenhang auch von einer Demokratiefeindlichkeit der Bruderschaft und diese Kombination ist offenbar auch für gewisse politische Kreise interessant. Georg Essen, Professor für systematische Theologie an der Berliner Humboldt-Universität, erklärte das vor ein paar Tagen in einem Interview mit dem katholischen Domradio so. Warum lehnt die Pius-Bruderschaft das Zweite Vatikanische Konzil so entschlossen ab? Das ist ja nicht nur die Liturgie, das ist ja nicht nur die Ökumene, sondern hat wesentlich auch damit zu tun, dass sich auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil die römisch-katholische geöffnet hat für die Demokratie, für die Anerkennung der Trennung von Staat und Kirche, also für einen säkularen Staat und für die Gewissensfreiheit, die Religionsfreiheit. Das wird scharf attackiert und zwar deshalb, weil eben halt die Pius-Bruderschaft strikt die politische Moderne mit den genannten Prinzipien ablehnt. Und wir sehen solche Bewegungen in Ungarn, teilweise in Polen. Und wir sehen das zurzeit auch in den USA, wo der Vizepräsident J.D. Vance ein Katholik ist. Und was diese Bewegungen aus katholischer Sicht eint, ist das, was inzwischen diskutiert wird als Neointegralismus. Das ist eigentlich eine Strömung aus dem 19. Jahrhundert kommend, aus der Zeit des Antimodernismus und lehnt Demokratie ab, Trennung von Staat und Kirche und fordert die Unterwerfung der weltlichen Herrschaft und Gewalt unter die kirchliche, die religiöse. Und das ist das politische Programm der Pius-Brüder. Und wir sehen, dass es hier Verbindungen gibt bis hin zum ideologischen Netzwerk um den Vizepräsidenten in den USA. Und das sind Allianzen, wo wir sehr genau hinschauen müssen. Essen sagt also, es gibt so etwas wie eine ideologische Verbindung zwischen konservativ rechter Politik und der Pius-Bruderschaft. Diese Attraktivität für politische Kreise erklärt Essen so. Das eine ist, das könnte man unter den Stichworten die Suche nach
Heimat, nach Identität suchen. Und hier bieten diese Kreise ein sehr stabiles Identitätsversprechen an. Schutz, Geborgenheit mit klaren Regeln, mit Gruppenzugehörigkeit, mit klarer Differenz innen und außen. Das erleben wir in vielen Bereichen und dort auch eben bei den Pius-Brüdern. Das ist attraktiv. Das ist kein Club alter Menschen, sondern es scheint sehr attraktiv zu sein für jüngere Menschen. Die Suche nach Halt, nach Gewissheit, nach Sicherheit. Wir müssen das unbedingt auch ideologiekritisch kritisieren, aber das ist einfach so. Und dasselbe spielt sich natürlich auch politisch in der Großwetterlage ab, dass hier einfach auch diese autokratisch-populistischen Bewegungen auch das Versprechen von Sicherheit, von Halt nach vorne bringen, nach Schutz und instrumentalisieren dort, Stichwort Trump, und instrumentieren dort auch eben halt Religion und auch bis in den Katholizismus hinein. Sagt Georg Essen, Theologe an der Humboldt-Universität in Berlin. Wer in der Politik nach Anhängern der Pius-Bruderschaft sucht, der wird schnell fündig. Die Kombination aus AfD und Pius-Bruderschaft beispielsweise führt zu Maximilian Krah, heute Bundestagsabgeordneter der AfD. Laut Spiegel soll er jahrelang Vermögenswerte in Millionenhöhe der Bruderschaft gemanagt haben. Zurück ins Wallis, nach Ekkon. Dass Georg Essen mit seinen Aussagen nicht falsch liegt, zeigt eine Recherche unserer Kollegen von der RSI, denn laut Informationen von RSI hat etwa Forza Nuova ihre Teilnahme an der Bischofsweihe im Vorfeld angekündigt. Die Forza Nuova ist eine rechtsextreme, neofaschistische und ultranationalistische Partei mit Sitz in Rom. RSI zitiert aus einer Mitteilung des Parteigründers Massimo Morsello. Er stehe auf der Seite derjenigen, die nie die Fahne der Tradition gesenkt hätten. Dieses Bewahren von Tradition, also das, was die Pius-Bruderschaft im Kern ausmacht und zelebriert wird, stoße auch in gewissen gesellschaftlichen Kreisen auf Anklang, sagt SRF-Religionsexperte Norbert Bischofberger. Es gibt einen gewissen Rückhalt, es gibt ein gewisses Verständnis für diese Überlegungen auch in der Gesellschaft, nicht nur in der Kirche. Es gibt Menschen, die sagen, sprechen wir jetzt von der Kirche, von der römisch-katholischen Kirche, dass all dieses Moderne, dass man sich da überall mitgehen muss, Sie sprechen dann von zum Beispiel Modernismus, Laizismus oder Genderismus in allen Bereichen, dass man sich da angleichen muss. All diese Diskussion, das ist schon sehr mühsam für sie. Sie sagen, wir wollen wissen, was hier gilt und eine klare Ansage haben. Und die bekommen sie bei den Pius-Brüdern. Und dieser Separatismus, der ist auch für den Papst ein Problem. Es ist ein Problem und ist ein großes Problem, weil Papst Leo XIV. Ist angetreten als Brückenbauer. Er versucht, mit allen im Gespräch zu bleiben. Das hat er auch mit den Pius-Brüdern versucht. Es ist einfach so, dass in der römisch-katholischen Kirche da, wo dann der Gehorsam gegenüber dem Papst, der Gehorsam gegenüber den Bischöfen, und die Bischöfe gelten als die Nachfolger der Apostel, also der ersten Begleiter von Jesus von Nazareth. Da, wo dieser Gehorsam aufhört, da hört auch der Spaß sozusagen auf. Dass nun weltweit über die Bischofsweihe der Pius-Bruderschaft berichtet wird, ist folglich auch ein Zeichen dafür, dass es, wie Medien schreiben, im Bauch der Kirche rumort. Die Spannung innerhalb der römisch-katholischen Kirche ist groß. Wir sprechen ja oft vom liberalen Flügel, der sich zum Beispiel die Abschaffung des Pflichtzölibats wünscht, also dass Priester heiraten können, oder die sich einsetzen für die Priesterweihe von Frauen, was ja nicht möglich ist in der römisch-katholischen Kirche. Jetzt sprechen wir vom Flügel auf der rechten Seite sozusagen. Also die Spannung innerhalb der römisch-katholischen Kirche ist groß, das ist ein Problem. Papst Leo XIV. Ist angetreten als Brückenbauer. Da hat er eine große Aufgabe. Andererseits sind Spaltungen in der Geschichte der Kirche auch nicht gerade an der Tagesordnung, aber oft vorgekommen. Denken wir an die Reformation, an die reformierten Kirchen, die sich losgelöst haben. Denken wir an die anglikanischen Kirchen, eine ganze Kirchengemeinschaft, die weggegangen ist im 19. Jahrhundert. Wir gehen von ungefähr, je nach Zählweise, über 300 christlichen Denominationen, also Kirchen und Richtungen aus. Oder mit anderen Worten, die Kirche hat auch schon weit schwierigere Situationen überstanden. Das war's von News Plus. Schlauer in 15 Minuten, ein Thema in aller Tiefe. Input und Feedback gerne per Mail an newsplus@srf.ch.
Verantwortlich heute Lea Sager, Mitarbeit Martina Koch, mein Name Salvador Atasson. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.